Angry Birds ist die Filmadaption vom Handygame, sehr beliebten Handygame von vor 6 Jahren. Und es geht darum, dass der Red, der rote Vogel von den Angry Birds, in dieser Gesellschaft von dieser Insel nicht akzeptiert ist, weil er hässig ist und alle anderen sind nicht hässig. Das Ding ist, all die Vögel können nicht fliegen und sie sind immer happy und immer fröhlich und finden alles toll und er ist einfach so ein der Aussenseiter, weil er ist immer hässig. Dann kommen die Schweine und freundet sich quasi so ein bisschen mit diesen Vögeln an, nur um dann ihre Eier zu stehlen. Und dann liegt es am Red und seinen neuen Kollegen, um die Schweine aufzuhalten und die Eier wieder zurückzuholen. Und ich finde es eigentlich ziemlich erstaunlich, dass aus einem relativ simplen Handygame ein mehr oder weniger passabler Animationsfilm geworden ist. Er erfindet das Rad überhaupt nicht neu. Es ist so Animationsfilm 101, wie so ein Animationsfilm halt irgendwie muss ablaufen, genau mit den gleichen Charakterzeichnungen, genau mit den gleichen Charaktereigenschaften, genau mit dem gleichen Ergebnis vor allem. Und das ist ja auch eben klischeebeladen, es ist alles ziemlich exakt genauso, wie es erwartet ist, vor allem wenn du das Spiel gespielt hast, und das glaube ich gar nicht, dass ich das sage, aber sie halten sich so sehr an die Spielvorlage, wie es nur geht. Und das kommt dem Film definitiv nicht zu gut. Ich habe zwar gefunden, dass die ersten 2 Akte, also etwa die ersten 2 Drittel vom Film, eigentlich recht solid waren. Es hat ein paar gute Gags drin gehabt, ein paar gute Wortspiele und ein paar gute Lacher. Das habe ich noch cool gefunden, es hat noch ein paar glatte Figuren. Aber im dritten Akt, also wirklich der letzte Teil, der Schluss, dort verrennt sich der Film komplett. Es ist völlig bescheuert und ich weiss, ich beschwere mich gerade über die Story von einem Angry Birds Film, wie absurd das klingt, glaube ich selber fast nicht. Aber es ist so hohl, das Prinzip vom Game haben sie natürlich noch irgendwie müssen reinbringen, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn. Es ist völlig bescheuert und auch sonst hat es ein paar Story-Aspekte, die null Sinn ergeben und einer davon, also zum Beispiel zu nennen, ist der König von diesen Schweinen. Der kommt zurück mit den Eiern, die er da gesammelt hat von diesen Vögeln, riesen Berg von Eiern und so. Und dann findet er noch so, haha, ich bin der Erste von meiner Familie seit, 3 Generationen, wo Eier findet. Wir essen es übermorgen. What? Übermorgen? Ihr habt Generationen auf Eier gewartet und jetzt, ja, wir warten noch ein bisschen, dass sich die anderen können formieren und auf die tolle Idee kommen, sich mit Steinschleudern in unsere Häuser zu schiessen. Von mir aus. Was man aber sagen kann, ist, dass die Animationen sind wirklich cool. Die Welt sieht cool aus, es ist sehr gesättigt, sehr farbig. Die Animationen sind aber wirklich mega gelungen, es sind alle Charaktere eigentlich noch cool. Der ganze Artstyle und so funktioniert wirklich gut, das hat mir mega gut gefallen. Also wirklich zumindest mal schauen mit den Augenkameran. Und das ist schon mal etwas, was bei einem Animationsfilm sicher gut ankommt. Und ich finde auch, er ist wahrscheinlich ganz okay für Kinder. Es ist simpler Slapstick-Humor, aber für Kinder ist er eigentlich ganz okay, weil es ist farbig, es hat Vögel, die schwätzen und glatte Sachen machen und so. Aber ich finde, dass die Message schlussendlich eigentlich verdammt komisch ist. So, hey, du musst nur die Welt retten und dann finden dich alle Leute gut. Also ich finde, den Film muss man nicht ums Verwurgen sehen. Man hat die ganzen Storylines und alles hat man eigentlich schon mal gesehen und meistens besser. Es ist aber noch okay, man kann ihn sicher für die Haie mal schnell schauen, da wird man sich vielleicht nicht unbedingt verschiessen. Und wenn man ein Kind hat, ist es vielleicht auch noch eine Idee, den zu schauen. Wenn man sich gefreut hat auf den, wenn man so ein bisschen den Trailer cool gefunden hat, dann macht man mit dem Film wahrscheinlich nicht viel falsch. Er ist relativ kurzweilig, also ich finde, man kann ihn schauen, man muss aber auf keinen Fall ins Kino säckeln, um den ums Verwurgen gesehen haben. Angry Birds, ich bin doch recht überrascht gewesen, dass der so ganz okay ist, weil er ist ja von den Kritikern sonst ziemlich zerrissen worden. Die wenigsten haben ihn wirklich gut gefunden. Ich finde ihn auch nicht gut, aber er ist passabel, er ist okay. Wenn er mal im Fernsehen läuft, dann kann man den durchaus schauen. Ich danke vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.